Oben rechts in der, jetzt steht live. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Lesbar-Hangout mit Sophie Weigand von Literaturismus. Mit dem Kopf nickt jetzt gerade. Jochen Kienbaum von Lust auf Lesen.de. Natürlich. Ja, der Blog heißt lustauflesen.de. Da lege ich Wert drauf. Sehr schön. Und Elisabeth Dietz vom Büchermagazin. Hallo. Ich freue mich außerordentlich, dass die von mir hochgeschätzten und gern gelesenen Kollegen Teil des internationalen Buchblogger- und Kritikerteams hinter dem Projekt Lesbar sind. Lesbar, so heißt die neue literarische Doppelseite der luxemburgischen Tageszeitung Lützeburger Journal. Und eine erste Ausgabe wird übernächste Woche, genauer am 18. April, erscheinen. In der Lesbar werden gehalt- und geschmackvolle Texte aus 4 Rubriken eingeschenkt. Es gibt die Kolumne Lesezeichen mit Notizen aus dem literarischen Leben, das neue Interviewformat Zwischensicht, in dem wir Schlüsselakteure der Luxemburger Literaturszene zu Wort kommen lassen. Es gibt die fantastischen 3 mit pointierten Lesetipps von meinen Literaturexperten, von denen wir heute Abend 3 kennenlernen werden. Und die werden einmal im Monat ihre englischen, deutschen, französischen oder luxemburgischen Must-Reads empfehlen. Und zu guter Letzt gibt es noch eine spannende, neuartige Rubrik, den Spickzettel, der sich vor allem an junge Leser richtet. Darin schreiben bekannte Schriftsteller über klassische und moderne Schullektüren, pikant, persönlich, augenzwinkernd und hoffentlich so, dass auch der letzte Buchallergiker unter meinen Schülern von der Leselust gepackt wird. Und damit ist das Stichwort gefallen, liebe Kolleginnen, lieber Kollege, wie schaut es bei euch aus? Warum, wie, wann, wo überfällt euch bzw. befällt euch die Leselust? Eigentlich immer. Ich kann das gar nicht erklären, wann das angefangen hat und wo es herkommt, aber mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich fast immer ein Buch in der Tasche habe oder so, manchmal sogar so ein Not-E-Book auf dem iPhone, wenn ich so unterwegs bin. Ich muss immer irgendwie nebenbei ein bisschen lesen. Das geht von seicht bis ganz schwer. Das ist schon eine richtige Lesesucht, nicht bloß eine Leselust, wie es bei den anderen beiden. Also ich könnte auch keine könnte auch keine Initialzündung nennen, wie das wann, wo, warum angefangen hat. Ich habe immer schon gerne und viel gelesen. Ob ich das Sucht nennen würde, weiß ich nicht. Ich komme durchaus auch mal ein paar Tage ohne aus, ohne dass ich Entzugserscheinungen habe. Aber es nimmt einfach einen sehr großen Teil meines Lebens ein, beruflich wie privat. Das lässt sich eigentlich gar nicht so richtig trennen bei mir. Irgendwie, es hat alles irgendwie mit Literatur zu tun, was ich mache. Und bei dir, Elisabeth? Ich weiß tatsächlich, wann es angefangen hat. Einmal lebte ich anlässlich einer Lungenentzündung unter dem Wohnzimmertisch für 6 Wochen. Da war ich aber noch sehr klein. Und neben dem Wohnzimmertisch stand das Bücherregal. Und ich konnte direkt aus dieser Höhle in das Bücherregal reingreifen. Und da habe ich lesen gelernt, also unter dem Wohnzimmertisch. Und seitdem habe ich einfach nicht mehr aufgehört. Aber du bist unter dem Wohnzimmertisch vorgekommen. Ja, ich weiß nicht, ob das die gute Entscheidung war, aber... Also hast jedenfalls dein Lesefeld erweitert, geografisch gesehen und wahrscheinlich auch inhaltlich, nehme ich mal an. Ja, was machen wir jetzt? Wie infizieren wir eigentlich andere mit unserer Buchbegeisterung? Wie schaffen wir es, dass diese Leselust viral geht? Also ich bin ja ausgebildete Buchhändlerin, habe auch im Buchhandel gearbeitet und habe festgestellt, am ehesten überzeugt man Leute, wenn man ihnen klar machen kann, warum man selbst so begeistert ist und diese Begeisterung auf irgendeine Art eben transportieren kann. Dabei ist es vielleicht gar nicht mal so wichtig, ob derjenige das Buch jetzt selber ausgewählt hätte, aber wenn man eben da steht und voll Begeisterung erzählt, dass das so ein tolles Buch ist, dann kann das funktionieren, Leute eben damit anzustecken, was beim Schreiben für mich nicht bedeutet, dass ich jetzt nur begeistert bin und völlig kritiklos alles lobe und sage, das und dies und das müsst ihr unbedingt lesen. Also Kritik finde ich schon auch wichtig und Einordnung des Textes. Aber wenn man eben liest, dass jemand wirklich begeistert ist, dann steckt es an.
Aber die müssen ja erst einmal zu dir in die Buchhandlung kommen. Und, Das müssen sie. Sie müssen auch erstmal auf den Blog kommen, den ich betreibe. Also klar, also irgend so eine, also ja, sie müssen schon selber eine Motivation haben, sie müssen schon irgendwo lesen wollen oder dem gegenüber aufgeschlossen sein. Wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht für Bücher, dann habe ich es schwer natürlich, auch mit meiner Leidenschaft. Ja, ich glaube, das mit dem Anstecken und Infizieren ist wirklich schwierig. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen in jedem Menschen genetisch drin. Wenn ich da so in meiner Familie rumgucke, meine Schwester liest relativ sporadisch, mein Bruder zum Beispiel überhaupt nicht. Aber wir hatten alle das gleiche Elternhaus. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab mal irgendwann an Weihnachten, da bekam er von seiner Oma ein Buch geschenkt und er brach in Tränen aus und hat gesagt, ich wollte doch kein Buch. Ja. Wie man jetzt andere Leute, also ich weiß es nicht, ob man sie infizieren oder überzeugen kann, man kann sie vielleicht anstupsen. Vielleicht auch einfach nur durch eigene Begeisterung. Sei es nur, dass man ein Buch irgendwo liegen hat und wenn die Rede drauf kommt, sag mal, wie ist denn das so? Und dass man einfach nur kurz und knapp begeistert sagen kann, was einem daran gefällt. Also, okay. Und neugierig macht. Ne? Also ich glaube, man kann Leute neugierig machen, man kann sie nicht infizieren. Ja, aber ihr schreibt ja alle über Bücher. Was ist denn da der Antrieb? Was ist der Ehrgeiz? Ist das einfach nur ein Mitteilungsbedürfnis? Ist das der Versuch, mit anderen über Bücher ins Gespräch zu kommen, über die Kommentarfunktion oder über solche Hangouts, wie wir es gerade hier machen? Oder habt ihr noch ein stärkeres Sendungsbewusstsein, einen missionarischen Eifer? Wollt ihr Leser rekrutieren? Wie ist das bei dir? Leser rekrutieren, also Werbung für das Lesen an sich, anderen Leuten sagen, wie toll Lesen ist, das macht mich manchmal ein bisschen misstrauisch, denn für wirklich tolle Dinge muss man keine Werbung machen. Da muss man nicht sagen, du solltest das unbedingt probieren. Man macht das, vielleicht ist es besser, das Lesen an sich so ähnlich zu behandeln wie Marihuana. Es ist eben da, man kann es machen, zu viel davon ist nicht gut. Aber ich rede gern über bestimmte Bücher und zeige gern anderen Leuten die Welten in den Köpfen von wieder anderen Leuten. Also missionarischen Eifer habe ich, glaube ich, auch nicht. Ich habe ursprünglich angefangen, weil ich so ein schlechtes Gedächtnis hatte und dachte, ich müsste irgendwie mal aufschreiben, was ich lese, damit ich irgendwann nach ein paar Monaten oder am Ende des Jahres oder so einfach mal gucken kann, okay, was war denn da, weil ich schon wieder alles vergessen habe. Und daraus hat sich dann halt irgendwie auch ein Dialog mit anderen Leuten entwickelt, die auch gerne lesen, was ich sehr schätzen gelernt habe, weil ich in meiner Umgebung kaum Leute hatte, die so viel lesen wie ich. Und die gelesen haben, hatten in der Regel offensichtlich kein Kommunikationsbedürfnis darüber. Und das fand ich immer ein bisschen schade. Also die Kommunikation ist mir schon wichtig. Das funktioniert nur über den Blog verhältnismäßig schlecht. Also an Kommentaren kommt da eigentlich so gut wie nie irgendwas, auch in sozialen Netzwerken nicht. Also Diskussion, wie man sie sich vielleicht wünschen würde, entsteht eigentlich nicht. Aber das wäre schon ein Motor für mich, einfach über Literatur zu sprechen und eben Leuten zu sagen, ich habe das gelesen, ich fand das toll, guck dir das doch auch mal an. So, ich würde sagen, das ist so die Grundmotivation. Viel weiter geht es erstmal gar nicht. Und bei dir, Jochen? Ja, ich habe gerade so überlegt, was Sophie da gerade gesagt hat. Es geht mir ähnlich. Ja, wie habe ich diesen Blog angefangen? Die Geschichte hinter meinem Blog oder hinter meiner Webseite ist ja eigentlich die ist schon sehr alt. Und ich habe damals angefangen, weil ich HTML lernen wollte. Also das ging da damals so los mit dem Internet und alle haben angefangen auch mit so Internetseiten und da musste man HTML lernen und dann habe ich das so ein bisschen probiert und dann habe ich dann gemerkt, ja, aber eine Seite ohne Inhalt bringt ja gar nichts und dann habe ich mir gedacht, ja, worüber weißt du Bescheid? Und ja, ich lese gerne und kann was über Bücher erzählen und so hat das eigentlich damals angefangen. Mittlerweile, ja, benutze ich den Blog auch
sehr stark nur für mich selbst, um Gedanken oder Ideen oder das, was mich an so einem Buch umtreibt, was ich gelesen habe und was mir gefallen hat oder vielleicht auch was mir nicht gefallen hat, Gedanken zu fokussieren und irgendwie festzuhalten. Das ist eine Art Lesetagebuch also auch für dich. Ja, Lesetagebuch ist, ja, vielleicht auch, aber natürlich weiß ich ja, dass wenn ich das ins Internet schreibe, dass das andere lesen können und die sollen das ja auch ruhig lesen. Also ist das jetzt nicht nur so intim für mich, wo ich meine Sachen aufschreibe, sondern ich versuche das dann schon auch so zu formulieren und ein Buch so irgendwie vorzustellen, dass andere da eventuell auch was von haben. Immer aber mit diesem Gedanken neugierig drauf machen. Also ich möchte sie einfach neugierig machen auf ein Buch, nicht Lesebefehle geben oder irgendwie sowas, sondern die Leute, die das lesen auf meinem Blog, die können das auch völlig ignorieren und sagen, ach so, schmarren und wegklicken. Ist mir natürlich nicht völlig egal, wenn die immer sofort wegklicken, aber im Prinzip ist es doch egal. Also es ist schon so ein bisschen einfach nur mitteilen, was auch Elisabeth eben gesagt hat, mitteilen, was mich fasziniert hat, in den Kopf anderer Leute zu gehen. Wenn ein Schriftsteller etwas schreibt, dann schreibt er über Figuren und in diesen Figuren oder in den Köpfen dieser Figuren passiert wieder was. Also das ist ja so eine oft 3- oder 4-fach geschichtete Welt und das ist so auch das Faszinierende am Lesen überhaupt. Nun liefert ihr aber nicht, also alle nicht bloße Inhaltsangaben, sondern schreibt eben wertend auch. Ja? Und da muss man ja auch irgendwelche Wertmaßstäbe haben, irgendwelche Referenzen, Fixpunkte, eine Perspektive einnehmen. Wie beurteilt ihr denn Bücher? Wonach erstmal wählt ihr Bücher aus, nach welchen Kriterien und ja, nach welchen Maßstäben beurteilt ihr die Bücher? Oder ist das mehr so ein intuitives, dem Gefühl nach und ja, und dann muss ich halt Gründe finden und dann begründe ich das irgendwie? Oder gibt es da schon auch, weiß ich nicht, einen ästhetischen Referenzrahmen, den ihr entspielt? Also ich habe jedenfalls, wenn ich lese, keinen Kriterienkatalog, den ich abarbeiten würde. Trifft das zu, dann ist es gut und wenn das, dann ist es schlecht. Also auswählen erstmal nach Interesse an der Geschichte, vorrangig. Und dann lese ich erstmal und schaue, wie ist die Sprache, sagt die Sprache mir irgendwas, zieht die mich irgendwie rein, macht die irgendwas mit mir, also mir ist Sprache schon sehr wichtig. Und eine gute Sprache kann für mich auch, darüber hinwegtäuschen wäre falsch gesagt, aber wenn im Buch nicht viel passiert, ist das überhaupt nicht tragisch, wenn die Sprache irgendwas mit mir macht, sagen wir es so. Das wäre erstmal die Sprache, ist es gut konstruiert, ist die Geschichte gut erzählt, ist sie vielleicht auch unkonventionell erzählt, ist es was ich nicht vielleicht schon 30.000 Mal gelesen habe in der Form. Das wäre so grob, worauf ich achte, aber wie gesagt, ich schlage nicht ein Buch auf und habe schon 1000 Kriterien im Hintergrund, sondern gucke erstmal, okay, was macht es mit mir, wenn ich anfange zu lesen. Elisabeth, ein formvollendetes Buch ohne Inhalt, wäre das auch was für dich? Ja. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube nicht, dass Sophie genau das gemacht hat, aber ja, ich kann an reiner Form Spaß haben. Aber damit man sich nicht in Genres und so verrennt, ist es ganz gut zu sagen, also jedes Buch auch nach seinen eigenen Maßstäben zu beurteilen. Erstens, was will das Buch? Und zweitens, was hindert es daran? Und wenn man sich die beiden Fragen gestellt hat, dann kann man sich noch fragen, ob das Anliegen des Buches originell oder legitim ist. Aber das sind die beiden wichtigsten Fragen. Daraus kann schon eine gute Rezension werden. Also auf keinen Fall Thomas Pynchon gegen Stephen King ausspielen oder umgekehrt. Ja, genau. Jochen? Es ist ja auch gut, dass wir beide haben, ne? Ja, finde ich auch. Stephen King wird im Übrigen häufig unterschätzt. Hat nicht nur Schwachten geschrieben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, aber da kommen wir dann trotzdem ja irgendwo jetzt auf Glatteis. Ne? Wenn ich jetzt sage, Rosamunde Pilcher hat ja auch ein paar ganz tolle Bücher geschrieben.
Pilcher und King zu vergleichen, das ist aber eine Todsünde. Was will Rosamunde Pilcher? Ja, genau. Ich meine, die Fragen, die du gerade gestellt hast, was will dieses Buch und schafft es das, wären dann schon wieder interessante Fragen, die man da stellen könnte. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann nicht mehr so ganz meine Welt, in der ich mich bewege. Ich finde es schön, wenn andere Leute sich da drin bewegen und auch viel Spaß haben da drin. Wie suche ich Bücher aus? Ich habe ja nun mittlerweile in meinem langen Leben schon viel gelesen und dann ergibt sich oft auch ein Buch aus einem anderen und es ergeben sich Themenfelder, die mich faszinieren und wo ich dann gucke, was macht jetzt diese Autorin oder der Autor auch auf diesem Themenfeld und dadurch ist schon so eine Auswahl gegeben und die wird dann auch immer breiter. Je mehr man liest, desto breiter werden ja auch diese Felder und es kommen dann im Prinzip ganz viele Bücher auf einen zu, die mich alle interessieren. Es können durchaus auch Bücher sein, die komplex sind. Ich habe mal auch gesagt, es können auch Bücher sein, die mich überfordern oder zumindest erstmal so tun, als wenn sie mich überfordern oder überfallen wollen. Aber dann ist das spannend, sich dann doch reinzuarbeiten und zu gucken, wo ist denn da jetzt doch noch was drin in diesem Buch. Also ich lese schon auch gerne Sachen, die so ein bisschen, glatt würde man sagen, unkonventionell sind. Ne? Aber wie ich jetzt auch, ich kann das gar nicht sagen, ganz ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht sagen, wie ich jetzt Bücher aussuche. Ich habe da auch noch nie so richtig drüber nachgedacht, wie ich dazu komme, welche Bücher ich jetzt lese. Dann werden wir mal ganz konkret. Was habt ihr denn ausgesucht für diese erste Ausgabe der Lesbar? Vielleicht nicht zu viel verraten, man soll ja auch noch eure Kritiken lesen, aber so ein bisschen, was ist das Thema, was sind das für Autoren, was habt ihr? Ich habe eine Graphic Novel ausgesucht von einer schwedischen Zeichnerin und dort geht es ja ganz, ganz knapp formuliert in den Ursprung der romantischen Liebe. Und Elisabeth freut sich schon, weil sie weiß, was es ist. Das ist eins der besten Bücher, die ich da gelesen habe. Ich hatte spontan den Impuls, auf die Straße zu rennen und allen Leuten dieses Buch zu zeigen und zu sagen, lesen Sie das unbedingt. Jeder, der eine romantische Beziehung eingehen möchte, sollte dieses Buch gelesen haben. Auch Sie möchten sicher irgendwann eine romantische Beziehung eingehen. Oder haben Sie es schon getan? Lesen Sie dieses Buch. Aber es ist sehr toll. Also eine leidenschaftlichere Empfehlung habe ich selten gehört und gesehen. Von daher schließe ich mich dem einfach mal an. Ich werde das Buch auch lesen. Sehr schön. Und Jochen, was hast du in petto? Ja, ich habe ein Buch ausgesucht, da schließe ich jetzt nochmal an die Frage von davor. Wie suche ich Bücher aus? Dieses Buch ist mir in die Hände gefallen und zuerst habe ich gedacht, das interessiert mich nicht oder nicht so besonders. Und dann habe ich die ersten 10 Zeilen von diesem Buch gelesen auf der ersten Seite und war da sofort drin. Es ist eine ganz tolle Geschichte, die fast zeitlos ist. Man kann gar nicht genau sagen, wo sie spielt. Auf alle Fälle spielt sie in einem abgelegenen Bergdorf. Da leben 5 Mädchen in einer sehr patriarchalen Gesellschaft, wo es sehr strenge und harte Regeln gibt und die Männer das Sagen haben. Und dann kommt ein Fremder in dieses Dorf und der bringt da einiges durcheinander. Aber das Tolle an diesem Buch ist, es ist ein Debütroman von Andreas Moster, so viel kann ich ja schon mal verraten. Es ist ein Debütroman, der aber sprachlich so kraftvoll ist und so ungewöhnlich und so fesselnd und aufsaugend, dass ich diesem Buch wirklich sehr, sehr viele Leser wünsche, weil er eine ganz tolle Geschichte erzählt, irgendwo zwischen Alpenwestern und griechischer Tragödie. Das hat eine unheimliche Wucht, dieses Buch. Und das hat mich wirklich gefesselt. Klingt sehr, sehr aufregend. Noch ein sehr gutes Buch empfiehlt uns Elisabeth. Ich habe ein Jugendbuch ausgesucht. Es behandelt das christliche Motiv der Apokalypse, des Weltuntergangs aus der Perspektive eines 16-jährigen Mädchens, das
selbst Produkt einer jungfräulichen Geburt ist und irgendwann entdeckt, dass sie Menschen heilen kann von Schusswunden zum Beispiel oder solchen Dingen. Und jedes Mal, wenn sie Leute heilt, verschwinden andere Leute und am Anfang kann sie das überhaupt nicht beeinflussen. Und es ist ein schräges, schönes Buch, das ganz anders mit Teenager-Problemen umgeht, als wir das von Jugendbüchern gewohnt sind. Und es ist einfach eine schöne, frische Perspektive auf solche Dinge. Ja, habe mich richtig neugierig gemacht. Wow. Also mindestens 3 Bücher werde ich dann in den nächsten Tagen, nächsten 2 Wochen lesen, neben denen, die ich ohnehin schon lesen wollte. Klingt sehr, sehr spannend. Jetzt sehen wir aber mal den ganz schlimmen Fall, dass jemand euch aller eurer Bücher beraubt und ihr dürftet auch keine neuen Bücher mehr kaufen. Eines könntet ihr retten. Welches wäre das und wieso? Ein Buch konntet ihr unter... Ein einziges nur. Elisabeth konnte das unter ihrem Tisch irgendwo noch verstecken. Ich leide. Ich leide unter dieser Alles Frage. kommt weg. Ein Buch, das letzte. Das ist dieses einsame Inselmotiv. Nehmen wir es so. Ja, ja. Hardboiled Wonderland oder Das Ende der Welt von Haruki Murakami. Welcher Begründung? Überfordert. Also bei mir wären es jetzt auch spontan mindestens 3 oder 4 oder 5. Aber es gibt schon ein Buch, so eine Art Lebensbuch, was mich schon sehr lange begleitet. Es wär dann doch am Ende der Ulysses von James Joyce. Ich glaube, der wäre es dann. Den habe ich damals mit 16 das erste Mal gelesen und bin gescheitert wie alle am 3. Kapitel. Und dann habe ich es irgendwann nochmal angefangen und nochmal. Jetzt habe ich es, glaube ich, inzwischen 4 oder 5 Mal gelesen und ich glaube, man kann das noch 50 Mal lesen und findet immer wieder was Neues. Ich glaube, den würde ich dann doch nehmen. Ich glaube, ich würde Vor dem Fest nehmen von Sascha Stanisic. Ah ja, das finde ich interessant. Da bin ich gar nicht reingekommen. Ich habe das als Hörbuch, habe mir das so angehört, weiß ich nicht, die ersten paar Kapitel. Da muss ich wahrscheinlich, das werde ich mir dann nochmal zu Gemüte führen. Ja, oder ist halt so ein Buch, entweder man kann damit was anfangen oder nicht. Es ist ja eine sehr spezielle Erzählperspektive, das muss man schon mögen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ins Hörbuch reingekommen wäre. Hörbücher sind auch eher nicht so meins. Ich benutze sie zum Schlafen, aber ansonsten höre ich sie nicht. Weiß ich nicht. Aber mich hat es ja nachhaltig begeistert eigentlich und seitdem bin ich großer Fan von ihm. Und ja. Vielen Dank an euch alle für diesen schönen Hangout und ich freue mich und ich denke nicht nur ich auf die Lesbar mit Beiträgen von euch, regelmäßigen Beiträgen, wie ich hoffe. Und am 18. April kann man dann schon lesen, was es mit diesen Büchern genauer auf sich hat, die ihr heute schon angeteasert habt. Vielen Dank nochmal euch allen, einen schönen Abend, auch allen, die noch zuschauen werden, wenn das Video gleich auf YouTube gestellt wird. Und ich hoffe, wir wiederholen das nochmal bei Gelegenheit. War ganz schön. Jo. Danke. Jo, hat Spaß gemacht. Ja, schön mit euch. Tschö. Bis bald. Ciao.